Und darum lohnt es sich weiter zu beten, auch wenn du vielleicht keine Gebetserhörung siehst. Vielleicht bist du auch im Moment ein bisschen entmutigt, weil du eben nichts gesehen hast oder weil sich nichts tut. Vielleicht bist du ein bisschen auf Sparflamme gefahren. Vielleicht hast du auch alles hingeschmissen. Das Resultat ist Gottes Sache, nicht unseres. Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen in 1. Korinther 3, Vers 6. Dort steht: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Ich glaube, wir wissen alle, dass wir in einer Zeit leben, wo alles ziemlich zackig gehen muss, immer Schlag auf Schlag. Da gibt es neue Computerprogramme, da gibt es neue Werkzeuge, neue Maschinen, neue Techniken, die alles ein bisschen verbessern, verschnellern sollen, damit es noch ein bisschen mehr Gewinn dann am Schluss rausschaut. Küchenmaschinen, Fertigprodukte, da kommen wir auch in der Küche ein bisschen schneller vorwärts. Da gibt es Kurznachrichten. Alles muss einfach schneller gehen und einfach auch zackig ein Ergebnis liefern. Und ich glaube, das hat auch bei uns in unserem Leben manchmal, in unserem geistlichen Leben, manchmal auch ein bisschen so seinen Niederschlag gefunden. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, ob es dir vielleicht auch schon mal aufgefallen ist, dass du auch da manchmal so ein schnelles Ergebnis sehen möchtest. Ich sah zum Beispiel letztens auf YouTube einen Clip, da hieß es 1 Minute für Gott und nachher ist wahrscheinlich dann das Tagessoll erledigt. Manchmal fragt man sich vielleicht auch, warum geht's jetzt mit dieser einen Sünde, die ich da schon so lange dran bin, warum geht's da nicht ein bisschen schneller vorwärts? Gott könnte doch da auch ein bisschen schneller an mir arbeiten. Wir haben es doch alles so gern, wenn man einfach ein schnelles Ergebnis sieht, erzielt, sei es in der Familie, mit den Kindern, beim Erziehen, auch im Dienst für den Herrn, vielleicht auch hier in der Gemeinde, in der Mission. Und die Frage ist, was, wenn es mal nicht so zackig geht? Was, wenn dein Gebet nicht so schnell erhört wird? Was, wenn man diesen Kollegen wieder anspricht und der will wieder nichts wissen über den Glauben, über Gott? Wenn sich eben nichts zu tun scheint, lohnt es sich dann dran zu bleiben? Lohnt es sich weiterzumachen, auch wenn man vielleicht gar nichts sieht? Und da möchte ich eben diesen Vers nochmal lesen, den Paulus hier schreibt, 1. Korinther 3, 6. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Und wir müssen uns eines bewusst sein, dass das Ergebnis oder das Resultat, das ist eigentlich gar nicht unsere Sache. Das ist gar nicht unser Problem und das müssen wir uns gar nicht kümmern. Der Paulus schrieb ja diesen Abschnitt der Gemeinde, weil sich da verschiedene Gruppierungen in der Gemeinde gebildet hatte. Jeder meinte, dass sein Prediger besser sei als der andere und dass diese andere Person eben doch zu dieser Gruppe gehören sollte, dann wäre sie besser. Ein Riesenstreit in der Gemeinde. Und Paulus sagt dann im Vers 5, ein Vers vorher, was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Wie der Herr einem jeden gegeben hat. Und Paulus zeigt ja auf, weder er, noch Petrus, noch Apollos, die waren eigentlich gar nicht der Rede wert. Sie alle haben bloß eines gemacht, wie es heißt, sie haben gedient. Sie waren Diener. Sie haben am Acker gearbeitet, sie haben gedüngt, sie haben gejätet, sie haben gegossen. Aber wer das Wachstum, wer Frucht geschenkt hat, das war Gott. Niemand von ihnen hat irgendwas produziert. Gott hat das Wachstum geschenkt. Gott hat gewirkt, so wie es da heißt, wie der Herr einem jeden gegeben hat. Gott hat gewirkt. Das Ergebnis hing allein von Gott ab. Und ich glaube, das müssen wir uns in unserem geistlichen Leben auch bewusst sein, wo es doch alles so instant, alles so zackig gehen muss, auch im Geistlichen, dass es eben nicht so ist. Gott muss wirken.
Und darum lohnt es sich weiter zu beten, auch wenn du vielleicht keine Gebetserhörung siehst. Ja? Lohnt es sich, Gott weiterhin treu zu sein, im Kleinen, auch wenn Gott dich vielleicht nicht weiterführt, wenn er dir keine Beförderung schenkt und wenn er dich scheinbar nicht belohnt. Ja, es lohnt sich. Lohnt es sich, weiter Zeugnis von Jesus abzulegen, auch wenn du nur auf Widerstände triffst, auch wenn sich nichts zu tun scheint. Ja, es lohnt sich. Lohnt es sich weiter, dem Herrn zu dienen, auch wenn du Rückschläge erlebst, auch wenn Probleme kommen oder wenn du im Moment überhaupt keine Frucht siehst. Es lohnt sich. Ja, warum? Der Herr wirkt ja alles. Wir nicht, weder ich noch du. Der Herr schenkt das Wachstum. Drum lohnt es sich. Und unser Auftrag ist eigentlich nur treu zu sein. Wir müssen nur dranbleiben. Wir dürfen den Samen ausstreuen. Wir dürfen Jesus bezeugen, wir dürfen auf ihn hinweisen, wir dürfen beten, wir dürfen predigen, wir dürfen ermutigen, wir dürfen zurechtweisen, wir dürfen korrigieren, wir dürfen vorleben. Aber am Schluss, das Ergebnis, das ist allein Gottes Wirken. Er muss Wachstum schenken, er muss die Frucht schenken und wir müssen dranbleiben. Und darum ein bisschen weiter vorne sagt dann Paulus, Kapitel 4, Vers 2, übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Treue. Und dass du genau in deinem Leben, da wo du bist, treu dran bleibst. Und das tust, wozu Gott dich berufen hat. Auch wenn vielleicht nichts zu sehen ist. Auch wenn keine Frucht ersichtlich ist. Das ehrt Gott. Das ehrt Gott. Weil das Ergebnis ist ja Gottes Sache. Und ich glaube, da müssen wir uns manchmal als Gläubige auch wie den Blick ein bisschen zurechtrücken lassen von dieser Leistungsorientierung dieser Welt. Und meine Frau, die hat letztens ein Buch gelesen und ich habe da auch mal reingeschaut, von Bruce Porterfield, das Evangelium in der grünen Hölle Boliviens, in den 1950er Jahren. Und da stand ein Abschnitt, ich habe mal da kurz reingeguckt, der hat mich habe ich sehr interessant gefunden. Ich möchte den lesen. Dort steht, wenn ich zurückblicke auf all die Jahre im Einsatz, die Wochen ohne meine Familie, die Enttäuschungen, Frustrationen und Rückschläge, frage ich mich manchmal, und was habe ich vorzuweisen? Eine ehrliche Einschätzung meiner Arbeit im Dienst wird ergeben, wenn man mich fragt, wie viele Stämme ich persönlich mit dem Evangelium erreicht habe, wie viele ehemals primitive Menschen heute nach Gottes Plan leben, weil ich sie dorthin geführt habe, sehr wenige. Aber ich bin in keiner Weise enttäuscht oder entmutigt. Unsere schwierige Arbeit besteht im Knüpfen erster Kontakte. Es ist unsere Sache, den Boden zu bereiten. Es ist die Sache der anderen, zu pflanzen und zu ernten. So sicher wie der Tag auf die Nacht folgt, wird die Ernte kommen und es wird eine reiche Ernte sein. Das Ergebnis von Pflügen, Düngen und Bewässern in Tränen, Schmerz, Leid und Blut. Wir sind Gott in unserer Arbeit Vertrauen und Glauben schuldig, keine Resultate. Wir sind Gott in unserer Arbeit Vertrauen und Glauben schuldig, keine Resultate. Und ich bin überzeugt, manche haben vielleicht gedacht, was haben die gemacht? Hat ja nicht viel gebracht. Ich bin überzeugt, ihr Leben hat Gott geehrt durch ihre Hingabe, die sie gezeigt haben im Dienst für den Herrn. Ich möchte noch ein paar Beispiele bringen, einfach um das vielleicht ein bisschen zu veranschaulichen. Wenn du dir Zeit nimmst für deine Frau und ihr Dienst, um deine Ehe zu pflegen, dann zeigt das, dass du sie liebst. Dann zeigt das, was du für sie tust, diese Hingabe, den hohen Stellenwert, den sie für dich hat. Wenn du dir Zeit nimmst für deine Kinder, vielleicht das Ehefinale mal ausfallen lässt, weil es seinen Geburtstag feiert, dann zeigt dieses Opfer den hohen Stellenwert, den dein Kind für dich hat und zeigt deine Liebe für es. Und genauso auch, wenn du etwas opferst, wenn du dir Zeit nimmst für die Sache Gottes, mit deinen Gebeten, mit deinem Dienst, hier in der Gemeinde vielleicht, du zur Seite stehst, praktisch Hand anlegst, ermutigst, geistlich weiterhilfst, dich in die Mission eingibst, wenn es dir ernst ist, Jesus zu bezeugen
Und du es riskierst, ja, blöd angeschaut zu werden, ausgelacht zu werden. Und du es riskierst, deine Träume, deine Wünsche hinten anzustellen. Für Jesus. Um das zu tun, was Gott dich gerufen hat. Dann zeigt dieses dein Opfer, dann zeigt das die Kostbarkeit Gottes, dann zeigt das die Herrlichkeit von ihm, dann zeigt das den Wert des Evangeliums, weil es dir wert ist, dein Leben für das einzusetzen. Deine Hingabe, dein Gehorsam zeigt diesen Stellenwert, den Gott für dich hat. Und das ehrt Gott. Ganz egal, ob da Frucht entsteht oder nicht, das ehrt Gott. Das Ergebnis ist ja nicht dein Problem, das ist Gottes Problem. Du musst nur treu sein. Vielleicht bist du auch im Moment ein bisschen entmutigt, weil du eben nichts gesehen hast oder weil sich nichts tut. Vielleicht bist du ein bisschen auf Sparflamme gefahren. Vielleicht hast du auch alles hingeschmissen. Da möchte ich dich mit diesem Vers eben ermutigen. 1. Korinther 3,6. Mach weiter. Mach weiter. Weil durch das ehrst du Gott. Ganz egal, was rauskommt. Das Resultat ist Gottes Sache, nicht unseres. Wir müssen treu sein. Auch wenn sich vielleicht oft, und ich sage sogar sehr oft, eben kein Resultat schnell einsteht. Und man manchmal vielleicht alles hinschmeißen will. Manchmal sind wir in Bolivien auch entmutigt. Und doch wollen wir dranbleiben. Wir dürfen das tun, wozu uns Gott gerufen hat. Wir dürfen das Wort aussehen in viele Herzen der Kinder. Manchmal sehen wir was, manchmal sehen wir wenig, manchmal sieht man auch gar nichts. Und plötzlich, Jahre später, Jahrzehnte später, zeigt irgendein Zeugnis, eine Begegnung, dass Gott doch gewirkt hat, obwohl man nichts sah. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, danke, dass du wirkst. Und so möchte ich dich bitten, hilf mir, hilf uns, dass wir dir darin vertrauen, dass du wirklich wirkst. Und hilf uns, treu dran zu bleiben und dich dadurch zu ehren. Amen.